Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk oder ein Bayern 04 Leverkusen Talk. Schauen wir mal, wohin die Reise geht. Wahrscheinlich so ein bisschen von beiden. Ähm, Natürlich an dieser Stelle erstmal herzlichen Glückwunsch für Bayern 04 Leverkusen für ihre erste deutsche Meisterschaft, die natürlich hochverdient ist. Gut, bevor wir jetzt weiter reingehen hier in den Bums, wie immer der Hinweis, Leute, wenn euch gefällt, was ihr seht, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, das unterstützt den Kanal. Vielen Dank dafür. Gut, also, herzlichen Glückwunsch an Bayern 04 Leverkusen für die hochverdiente deutsche Meisterschaft. Da kann ich mich ein bisschen selber beweihräuchern. Ich habe es vorher gesagt, und zwar schon vor langer Zeit. Ich habe auch gegen alle widersprochen, dass Leverkusen in der Rückrunde einbrechen wird. Dass sie natürlich die Saison sehr wahrscheinlich die perfekte Saison spielen, wovon ich persönlich ausgehe, ist natürlich absoluter Wahnsinn und wird wahrscheinlich auch so schnell nicht wieder passieren, ne, wenn sie wirklich ungeschlagen bleiben. Auch das ist hoch verdient. Gehe ich gleich nochmal ein bisschen drauf ein. Die andere Sache, Thema Alonso, habe ich auch von Anfang an gesagt, ja, was dann hieß, Thomas Tuchel ist weg. Ja, wir müssen Xavi Alonso holen, wir holen Xavi Alonso, der will unbedingt zu FC Bayern. Ist auch genau das passiert, was ich gesagt habe. Warum sollte ein Alonso vom Bayer Leverkusen jetzt weggehen? Er hat diese Mannschaft aufgebaut. Das ist eine absolute Einheit zwischen Trainer und Mannschaft. Er wird jetzt deutscher Meister, wahrscheinlich noch Pokalsieger, vielleicht sogar noch Europapokalsieger. Und dann ist doch klar, dass man die Früchte auch nächste Saison ernten will und mit dieser Mannschaft dann in der Champions League für Furore sorgen will und den super großen Mannschaften zeigen will, was Bayern nur für Leverkusen gerade für den Fußball spielt. Ja, das war für mich super klar, dass ein Alonso dieses Jahr Bayer Leverkusen nicht verlassen wird. Und das ist meiner Meinung nach auch gut so. Auch das habe ich schon vor Wochen und Monaten gesagt. Weil es ist doch super, dass endlich ein Konkurrent in der Bundesliga auf diesem Niveau da ist. Ja, Leverkusen war schon mal vor ein paar Jährchen nach der Vorrunde irgendwie 7 Punkte vor uns oder sowas. Hat es dann nicht zu Ende gebracht. Sie haben genau den richtigen Trainer zur richtigen Zeit verpflichtet und haben ihn machen lassen. Ja, und natürlich super Transfers getätigt, die natürlich auch voll reinpassen in das Schema. Und das verdient Lob und Anerkennung. Ja. Auf der anderen Seite, was heißt auf der anderen Seite, worauf ich mal gerne eingehen möchte, ist, weil einem immer vorgeworfen wird, wenn man als Bayern-Fan sich dann hinsetzt und den FC Bayern kritisiert für die gezeigten Leistungen, dass das da einem dann immer so ausgelegt wird als, ach ja, warum gönnt ihr das Leverkusen nicht? Warum akzeptiert man das nicht? Das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Ja, nochmal, für mich ist Leverkusen hochverdient deutscher Meister. Die spielen super guten Fußball, genauso wie Stuttgart. Es ist eigentlich wild, dass wir mit dem schlechten Fußball, den wir spielen, auf diesem Tabellenplatz stehen und mit dem schlechten Fußball, den wir letzte Saison gespielt haben, sogar Meister geworden sind. Ja, das ist super wild. Und wir als Bayern-Fans müssen Bayern 04 Leverkusen auch super dankbar sein, dass sie so performen, wie sie performen. Ja, weil wir genau diesen Schlag in die Fresse brauchen. Und zwar eigentlich schon seit langer Zeit, weil wir seit 2,5 Jahren auf dieser Welle so dahin dümpeln, die immer weiter runtergeht. Ja? Und man hat das nie in Frage gestellt, weil es letztes Jahr sogar auch noch gereicht hat für eine völlig wilde Meisterschaft. Von daher von meiner Seite auch vielen lieben Dank an Bayern 04 Leverkusen, dass sie so stark performen, wie sie performen. Und ich hoffe, sie performen nächstes Jahr genauso stark. Weil es ist auch super wichtig, dass wir für die Bundesliga, aber vor allen Dingen auch für uns selber, als FC Bayern, einen Konkurrenten auf diesem Niveau haben. Ja? Weil wir dann wieder gefordert sind und nicht mehr dieses Herumdümpeln uns erlauben können, was man diese Saison sieht. Und das ist super gut. Deswegen freue ich mich auch, dass ein Alonso noch ein Jahr da bleibt.
Vielleicht bleibt er sogar noch länger da. Oder Leverkusen findet dann den perfekten Nachfolger und kann das Level halten. Man wird es sehen, wohin die Reise geht. Ja. Ich denke auch, dass Leverkusen nächste Saison so performen wird. Weil jetzt kommen natürlich auch die Stimmen, ja, Leverkusen wird nächstes Jahr ins Mittelfeld abrutschen, Blasülz. Ich gehe da nicht von aus. Ich denke, Leverkusen wird auch nächste Saison auf dem Level performen. Ob es dann nochmal so stark wird man sehen. Ja, weil man hat natürlich erstmal ein Ziel erreicht, man feiert das. Und dann ist die Frage, hat man das, was den FC Bayern über Jahre ausgezeichnet hat, dann diesen Hunger zu sagen, geil, komm, das ziehen wir jetzt nochmal durch. Das wird man sehen. Aber Alonso ist natürlich der erfahrene Trainer, der das vorlebt. Ja, der seine ganze Karriere so gelebt hat. Von daher, ich persönlich gehe davon aus, dass Leverkusen auch nächste Saison der Favorit auf die Meisterschaft sein wird. Ja. Bei uns wird es davon abhängen, wer Trainer wird. Sollte es wirklich Nagelsmann werden? Ja, gehe ich mit, dass wir vielleicht schon nächstes Jahr wieder um die Meisterschaft ernsthaft spielen können, weil er den Verein schon kennt und so weiter. Aber ansonsten, wenn wir von Umbruch reden und neuen Trainer, dann ist das nichts, was man mal so macht und alles ist wieder gut. Ja, dafür sind wir seit 2,5 Jahren in einer Abwärtsspirale fußballerisch. Das kannst du nicht einfach so, bam, und dann ist alles wieder okay. Das klappt nicht. Ja, selbst wenn du jetzt 4, 5 neue Spieler holen würdest, das dauert halt eine Zeit, die zu integrieren und so weiter und so fort. Das ist alles nicht so einfach. Aber das ist auch gut so. Ja, für mich ist das gut so. Es wurde Zeit, dass endlich ein Konkurrent aufsteht und da ist und der hoffentlich auch lange da ist. Ja, weil es ist natürlich auch viel schöner, wenn man dann um eine Meisterschaft kämpfen muss. Musste Leverkusen dieses Jahr jetzt nicht wirklich aufgrund unserer Leistung. Ja, das muss man ja auch ganz klar sagen. Hoffen wir, dass es nächstes Jahr ein bisschen spannender wird. Ich persönlich gehe auch nicht davon aus, dass Leverkusen jetzt irgendwie auseinanderbrechen wird und die ganzen Säulen wegbrechen werden. Ganz im Gegenteil. Ja, die meisten Spieler, vielleicht werden sie 1, 2 verlieren, wenn überhaupt, werden in Leverkusen bleiben wollen und werden das, was sie dieses Jahr zeigen, nächstes Jahr auf der ganz, ganz großen Bühne Champions League zeigen wollen. Ja, und von daher gehe ich davon aus, dass die Mannschaft zu sehr, sehr großen Teilen zusammenbleiben wird. Und das ist gut so. Ne? Das ist auch für den deutschen Fußball gut so, dass wir auch dann mal international wieder eine Mannschaft haben, die performt. Nicht nur der FC Bayern und Dortmund. Ja, und damit habe ich alles gesagt zu dem Thema. Ich habe noch eine Sache, die gestern auch im Stream aufkam. Ich habe ja schon gesagt, dass einem immer unterstellt wird, wenn man den FC Bayern kritisiert, dass man da nicht anerkennen kann, was Leverkusen für eine Saison spielt oder welche Leistung sie bringen, was ein völliger Schwachsinn ist. Ja. Also jeder, der sowas labert, sorry, der beschäftigt sich entweder nicht mit mir und meinem Kanal oder will einfach nur triggern. Die andere Sache, die gestern im Stream auch so aufkam, ja, man soll sich für Bayern 04 Leverkusen freuen. Nein, ich habe keinen Nagel im Kopf, Leute. Ich bin FC Bayern-Fan, seitdem ich denken kann. Und ich freue mich doch nicht für eine andere Mannschaft. Weiß ich nicht, habt ihr einen Nagel im Kopf oder was? Wie soll das funktionieren, Leute? Ja, ich kann das super anerkennen, dass Leverkusen einen super starken Fußball spielt, hochverdient diese Meisterschaft gewinnt, völlig zu Recht diese Meisterschaft gewinnt. Und dann ist gut. Aber ich freue mich doch nicht dafür, dass Leverkusen eine Meisterschaft gewinnt. Ich bin Bayern-Fan und nicht Leverkusen-Fan. Ja? Und ich bin auch nicht neutraler Fan und freue mich, dass die Mannschaft mit dem schönsten Fußball die Meisterschaft gewinnt. Ich bin FC Bayern-Fan. Freue mich, wenn wir Titel gewinnen und nicht, wenn andere Mannschaften Titel gewinnen. Das mal klar zu sagen. Was nicht heißt, dass ich das nicht völlig anerkennen kann und Bayer Leverkusen zur Meisterschaft gratuliere und auch sagen kann, dass sie die völlig zurechtgeholt haben. Ja, ich höre auch immer diese Sachen dann, noch ein Thema, worauf ich gerne eingehen würde. Ja, Leverkusen hat aber auch viel Glück gehabt mit ihren Last-Minute-Siegen und so weiter. Nee, das ist kein Glück, Leute. Das ist einfach kein Glück. Ein Spiel geht 90 plus 5 und solange das Spiel läuft,
ist man in der Lage, Tore zu schießen. Und wenn man eine Mannschaft ist, wie Bayern 04 Leverkusen, wie wir es jahrelang waren, die das Spiel von der ersten bis zur letzten Minute dominiert und immer weiter spielt und immer weiter auf das Tor geht, ist es halt einfach so, dass der Gegner natürlich mit jeder Minute, die länger gespielt wird, müder wird. Das ist völlig normal. Und dann ist es auch völlig normal, dass man in den letzten Minuten oder sogar in der Nachspielzeit nochmal das Ding umkippt. Ja, das haben wir beim FC Bayern jahrelang erlebt. Ja, und das hat nichts mit Glück zu tun. Und wenn es auch mal, vielleicht ist es mal glücklich, dass man dann mal ein Spiel hat, wo man nicht so stark dominiert und das dann trotzdem noch gewinnt. Dann liegt das aber einfach auch daran, dass man sich das erarbeitet. Ja, durch gute Leistungen. Wir können gerade kein Glück haben. Wir spielen einen Grottenfußball, der absolut nichts mit Mannschaftssport zu tun hat, der aus super vielen Ich-AGs besteht, wo keinerlei Harmonie zwischen Mannschaft und Trainerteam da ist. Du hast dir kein Glück verdient. Und dann hast du auch kein Glück. Ja, das ist bei Bayer Leverkusen genau das Gegenteil. Wenn du so performst, guten Fußball spielst, dann hast du halt einfach auch mal in dem einen oder anderen Situation dann vielleicht das Quäntchen Glück. Und das ist erarbeitet und verdient in meinen Augen. Ja, um das auch nochmal klar zu sagen. Gut, Leute, das ist mein Statement zu Bayern 04 Leverkusen. Wie gesagt, nochmal Chapeau, herzlichen Glückwunsch für die völlig verdiente deutsche Meisterschaft. Mit dem VfB Stuttgart den besten Fußball gespielt, den ich diese Saison gesehen habe. Ich habe jetzt nicht so viele Spiele gesehen, 3, glaube ich, von Leverkusen. Ja, damit ist alles gesagt. Und ich hoffe, wir können nächste Saison ein ernsthafter Gegner für Leverkusen sein. Diese Saison war uns das leider nicht möglich. In diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Wie immer an dieser Stelle, vielen lieben Dank für euren Support. Vielen lieben Dank, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Vielen lieben Dank für euren Support. Wie immer, lasst gerne einen Daumen da. Ich freue mich auch über jeden Kommentar, der geschrieben wird. Und in diesem Sinne nochmal rot-weiße Grüße gehen raus. Und jetzt zum Abschied noch ein paar nette O-Töne von unseren vergangenen Trainern. Ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Ein Trainer ist ein Idiot. Ein Trainer sehe, was passiert im Platz. Dahin bist du eher Trainer und wenn du viele Spiele hast, bist du mehr Coach als Trainer und ich bin schon lieber Trainer als Coach. Geiler Satz. Magic.